Es geht weiter, stets heiter. Zurück bei Pokémon Legenden CA. Bin ich der Einzige, der diesen Sound aus dem Titelscreen ein bisschen an The Legend of Zelda Tears of the Kingdom erinnert? Ich frage für einen Freund. So, wir sind irgendwo hier in der Stadt unterwegs, ja, wie man gerade so schön sieht. Genau, 2 Sidequests sind noch oft zum Abholen. Und ich habe mir offscreen mal ganz kurz noch die Sidequests so ein bisschen angeguckt, ne, auch von den Nummerierungen her und so. Also die beiden machen wir später mal, weil vor allem der könnte länger dauern. Und dabei ist aufgefallen, dass wir eigentlich ansonsten bis mit Nummer 16 alle Sidequests mal hätten. Aber, jetzt aufgepasst, hier zum Beispiel, hier fehlen die Nummer 9 und die Nummer 13 fehlt noch. Weil Nummer 12 und 16 sind hier. Und da ja Nummer 7 und 8 mit den Kaldo-Sternen zu tun hat, ist Nummer 9, ich wette, keine Ahnung, wie viel Monatslohn oder so, von meinem echten Job, sag ich jetzt mal, wette darauf, dass da Things sein muss. So, ein Ding ist ja da, ne? Ja, Hauptquest müssen wir auch weitermachen, das stimmt. Also müssen. Was ist eigentlich hier los? Will noch gewartet werden, ne? Ein Pandrago. Pandago, Entschuldigung. Sag mal Pandago. Ja, das wird mir vielleicht auch bald, muss man gucken. Ein Pampam haben wir am Team, ne? Da war irgendwas Spezielles mit der Entwicklung von Pampam zu Pandago. Aber wir sind noch mal, wenn es weit ist, ne? Bei Gramoclass, sobald es ein Duo-Class ist, sobald es entwickelt, gucke ich mal nach, wie es mit den Attacken und so ist, ne? Was hier bei Legends besser gelöst ist und so, sprich, dass ich dann nicht irgendwie erwarten muss, ne? Bis ich da es entwickeln kann. Das sind ja Unrathytox. Unanstytoxin, wie ich es immer gerne genannt habe. Ich meine, das sind seltsame Pokémon. Sind wir ehrlich. Das sind auch Gen 5 Pokémon, ne? Die waren oftmals ein bisschen seltsam. Habe ich nie verstanden, wieso man die so seltsam designt hat, tatsächlich. Deponitox. Ich versuch's einfach mal. Ja, hätte ja funktionieren können. So, die werden gefangen. Ich glaube, das Vieh anzugreifen macht nicht sehr viel Sinn. Es sei denn, ich würde es mit Garados versuchen. Das könnte noch hinhauen. Aber ansonsten, nee. Aber gut zu wissen, dass es wie hier ist. So, was mit dir los? Ich bin Künstlerin, wie man sich unschwer erkennen kann. Sehe ich jetzt nichts von, aber okay, ich sehe nur, dass du schmutzige Pfoten hast. Und nun schau dir den Schlamassel an. Was denn? Der von Springbrunnen sind absolut unästhetische Ranken aufgetaucht. In der Tag mit der Pokémon also diese fiesen Ranken leider nicht beseitigen. Tja, doof, wa? Brennen sie nieder, das könnte die Lösung sein. Paragoni und der Springbrunnen. Wieso Paragoni ist noch ein Pokémon. Was ist dieser Geisterbaum? Ich hoffe, der Feuerbibel reicht dafür auch. Schwein gehabt. Okay. Soweit, so gut. Wer sagt ein ästhetisches Auge dazu? Drehfabulös. Somit kann ich entweder meine Skizze setzen. Huch. Wo kommt die überhaupt her? Und vor allem, Moment mal ganz kurz. Mein Freund, so haben wir die Ranken eigentlich immer so, auf einem normalen Boden, Waldboden und so etwas gesehen. Aber hier kommen die aus dem, naja, aus den Fugen, aus dem Steinboden raus, sag ich jetzt mal. Wo kommen die überhaupt her und warum, wenn ich jetzt das hier, was irgendwo hier war, zerstört habe,
Warum ist es nicht... Naja, warum sieht man da nicht ein Loch? Liebe Entwickler, ist unlogisch. Macht vielleicht mal logische Spieler. So, der Feuerwehr bekommt zum Glück relativ schnell zurück. Ich frage mich, ob man irgendwie die Aufladezeiten noch ändern könnte, der Attacken, dass man die irgendwie verkürzen kann oder so. Wie kann ich hinsetzen? Du kannst jetzt nicht ausruhen. Warum nicht? Hä? Du kannst dich jetzt nicht ausruhen. Warum nicht? Muss die ganze Zeit arbeiten? Was ist denn das? Vielen lieben Dank, Mann. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Übrigens, der Springbrunnen ist im Floetra-Serie ersetzt. Von wegen geht um einen Feiertag, geht ja auch in der Aero zum Beispiel. Aua. So. Ah, ich sehe den Übeltäter. Da versteckt sich doch ein kleines Geist-Pokémon. Oh, ein Paragoni. Jetzt sag bloß, dass dieses Pokémon damit zu tun hatte. Also irgendwie hieß die Quest ja auch so. Paragoni und der Springbrunnen. Paragoni, das Modell. Ah ja, nicht mehr wegen Paragoni. Du musst ganz still stehen, bis das Werk vollendet ist. Goni. Ich glaube, der hat keinen Bock drauf, ne? Ja, es gibt halt auch Sidequests, die ganz schnell erledigt sind, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Kann man es vorstellen. Gut. Der Tiknis, das war sehr, sehr gut. Gehen wir mal weiter. Ich hatte eh noch was markiert auf der Karte. Das ist gerade das Pokémon Center, ne? Hier in der Nähe. Das heißt, die Quest hier müsste aber jetzt die mit Froxy sein, ne? Weil das war ja gerade Quest 13. Ja, ist ja auch schon Froxy. Okay, okay. Wir kriegen gleich ein Froxy. Tatsächlich, ob es direkt ins Team aufnehmen soll, ne? Ein erster Carlo-Starter. Warum eigentlich nicht? Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie einfach alle 3 Starter mal zugleich mal in ein neues Team nehmen würden, ne? Quasi ein richtiges Carlos-Team. Wobei wir jetzt eigentlich schon ein richtiges Carlos-Team haben. Also, ja. Sind doch gut zumindest. So. Ja, mein Team, du. Wir uns bald wieder. Gerne. Oh, Entschuldigung, das hier. Ich dachte, wäre es draußen, deswegen wollte ich zurücknehmen. Aber ist alles cool. Also, ja, im Team sonst kann ich soweit sehen lassen. Doch, doch. Auch Gramokles macht auch einen guten Job. Ist soweit auch recht ausgewogen. Pam ein bisschen entwickelt wird dann zum Pamdago. Ja, das ist ein Kampf Unlicht, ne? Mit dem Eishieb und so macht das sowieso ordentlich Damage. Vati, wenn sie mal zu, ja, Ampharos wird, ja, wir schauen mal. Gibt noch viel, also das ist nicht sicher, also muss man das teilen, okay. Gibt noch viel zu tun. So. Gib mir Froxy. Der schwierigste aller Baugerüst-Parcours. Okay. Diese wilde Foxy da. Frogs. Sein können wir es nicht. Schließen ein paar Kunden von 30 Sekunden ab, damit es ihm das freche Grinsen vergehen. Konkurrenz für Froxy.
Ja, wenn ich es schaffe, ne? Gut, Zeit ist eh nicht. Also, 20 Sekunden haben wir noch. Nein! Okay, das war, Ja, aber wir können von vorne anfangen. Ja, es schafft nicht mehr in 10 Sekunden hoch. Vergiss es. So, auf ein neues, ne? Hier schnell herum. Dann hier bestenfalls nicht runterfallen. Nein! Was ist denn das? Junge! Puh. Das war vielleicht noch eine Sekunde oder so. Was? Der erste Abschnitt des Parcours. Ich warte dort auf dich. Wie jetzt? Das wäre schon der schwierigste Parcours. Was denn das jetzt? Was zeigt ihr überhaupt da für ein Shirt? Da ist irgendwie ein Mädchen drauf. Keine Ahnung, was das sein soll. Also, und da, okay, wir kommen da hin. Zeit. 40 Sekunden, ja, leg mich am Arsch, ey. Ja, vergiss es. Ja, wir schaffen das schon, ne? Alle guten Dinge sind, keine Ahnung, so wie ich halt brauche, ne? Oh, da kriegst du die Tür nicht zu. So. Okay, jetzt vielleicht vorhin doch noch geschafft. Naja. Frogs. Ernsthaft, noch einer. Naja. Frogs leben nach dem Prinzip, aller guten Dinge sind drei, ne? Naja, wart doch mal auf mich, ne? Moment. Die hin? Hey, verarschen, ich sehe die nicht. Da hinten. Ja, Junge. Warte mal, einen Schnellreisepointer hier habe ich ja schon. Das heißt... Ja, komm, ich gehe schnell per Schnellreise hin.
So, aber das letzte Mal. Okay, richtiger Spießrutenlauf, ne? Einmal hin und zurück. Oh. Oh, da nicht. Der Anfang stimmt schon, ne? Ich muss ja eigentlich da rüber. Wann schon der Fox? Ich sehe es gar nicht mehr. Da oben war Fox, warte mal, da oben ist es. Da heißt da. Er war gar nicht mal so schlecht dran, okay. Neue Höhen warten auf dich, ja. Dabei Höhen haben wir hinter uns. Wir sind hier nicht in Höhen, sondern in Kalos. Auch in Höhen natürlich mit Mega-Entwicklung ja auch was zu tun hat. Sogar sehr viel. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Nein, ich... Er wollte... Du hast X gedrückt. Nein, ich wollte... Du hast X gedrückt, ne? Gibst du auf? Nein. So. Junge, Junge. Na, Frogs ist zufrieden? Frogs. Höhen und Tiefen mit Foxy, ne? Wäre doch irgendwie ein passender Folgentitel. Froxy. Yo. Du heißt Foxy. Sage es dann abgeschlossen, na Gott sei Dank, ey. Froxy im Team, Freunde, beziehungsweise natürlich erstmal in der Box, ne? Das heißt, Froxy nehmen wir jetzt mal in die Teambox auf. Yo. Froxy. Initiative runter. Ja, Scheißwesen, ey. Beim Froxy schon. Herrscher. Also vielleicht gerne mal hier hinpacken, ne? Wenn wir hier ein paar Herrscher haben. Warte mal, die Box ist ja jetzt da. Der falsche Name. Also immer durcheinander. Hey. Es sind Elite-Pokémon, keine Herrscher. Die Herrscher waren was anderes. Die Herrscher waren auch größere Pokémon-Versionen, aber aus anderen Gründen, nicht wegen den roten Augen. So. So gibt ein Blubstrahl, ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, ne? Jetzt eigentlich mit den Attacken also mal gucken würde. Meine drei würden sowieso schon bald entwickeln. Neoras könnte auch, ne? Also Foxy wäre sicher ein cooles Pokémon fürs Team. Ja. Generell schon, ja. Jetzt aber erst mal gucken. Wir haben auch schon die ersten 5 Sektoren alle schon gemacht, ne? Sektor 6 fehlt noch, jetzt gehen wir aber erstmal hier hin. Bringen wir die Tasche ab, ne? Das ist schon längst überfällig. Wir haben eh keine offenen Sidequests mehr, also kann ich mich jetzt noch mal ein bisschen auf die Story kümmern, auch wenn die Story eigentlich immer dasselbe ist. Ein Pikachu! Sie tanzt mit Sterndu? Sehr schön, Sterndu! Du!
Du hast was vergessen. Ein leerer Hand. Das ist vor allem einem intensiven Tanztraining. Es gibt einen Tänzer, den ich total bewundere. Deswegen bin ich nach Illumina gekommen, die Tanzschule hier zu besuchen. Ist doch cool. Aber dann hat die Freundin, mit der ich in einer WG gewohnt habe, nach einem Casting einen Vertrag von einer Agentur bekommen und musste wegziehen. Ich bin mit einem Stipendium hier, deswegen wäre es schwierig, Geld für die Miete zu verdienen. Und dann hat mich vom Bahnhof Sita angesprochen. Der Rest war dann so wie bei dir. Darum will ich mich bei AZ und Sita für ihre Hilfe revanchieren. Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber könnte ich dich um einen Gefallen bieten? Ich glaube, wenn Stern und ich ein bisschen Abwechslung in unsere Tanzschritte bringen, könnte das unsere Choreo echt gut tun. Ja, Moment, ich will erstmal kurz mein Team umstellen und so, ne? Obwohl, Ramokles passt schon. Stern ist noch kein Psyro-Pokémon, aber naja. Duro von Team MC vor dich raus, Mann. Oh, ein Tauchball. Gelatini? Wieso denn das plötzlich? Weggepustet. Sterndu. Sterndu. Zauberblatt. Von jemandem, der beim Sea Royal so schnell einen Rang aufsteigt, habe ich auch nichts anderes erwartet. So, und jetzt? Aufstiegsmatch, der Michael Rang W. Wer ist es? Werner. Wolfram, okay. Wolfram, das ewige W. Erstmal brauchst du Ticketpunkte, aber es dauert noch eine Weile, bis es dunkel wird. Du kannst dich auf eine Bank sitzen und so die Zeit totschlagen. Ah, es geht doch. Umgekehrt. Okay. Ich sag dann mal Tschüss. Ja. See you later, Alligator, ne? So, wir kriegen den Psychoschock. Ist es nicht eigentlich so, dass Kiel den Move lernen könnte? Irgendwie Kiel, das wäre noch ein bisschen seltsam, ne? Vielleicht sind die DVs von dem Vieh so schlecht. Das kann natürlich sein, ne? Ich meine, wir haben es durch ein Geheimgeschehen bekommen. Wir wissen natürlich nicht, wie gut die denn sind. Oh, neues. Alter, Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, was? Ich mache mal auf dem Weg zu Gebiet 6 hier. Der ist da, ne? Wir machen uns dahin auf den Weg, kann ich dann immer noch die eine Seite auch mitnehmen. Oder wir machen es anders. Also wir nehmen sie mit, ne? Wenn es irgendwie darum geht, hey, gib mir das Item und ich hab's bereits, oder hey, zeig mir das Pokémon, das habe ich bereits,
Oder auch, hey, er kämpft gegen mich, dann macht ihn natürlich direkt fertig, aber wenn es irgendwas anderes ist, was er so machen muss, dann machen wir die Sidequest erst später. Was machst denn du hier? Ach, das ist im Kunstmuseum drin. Da war er noch nie. Hisui-Region? Hab noch nie davon gehört. Was? Das wertvolle Leihexport aus fernen Regionen zu sehen. Ja, vielleicht sagt ihr Sino mehr, ne? Ist dasselbe, nur in grün. Also beziehungsweise in modern. Okay. Auch schön. Selbe Pokémon, ne? So, was wollt ihr Schönes? Wir haben ein Problem. In der Tat. Du da, entschuldige bitte, man sieht sofort, dass du ein herausfordernder Trainer bist. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Wir sind riesige Popucho-Fans, weißt du? Leider haben wir unser Popucho im Museum aus den Augen verloren. 12 Stück. War schön hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein anderes Mal, Leute. Ne? Wir werden da sowieso noch viele Sidequests machen. Garantiert. So, mal schnurstracks zu. Was ist denn hier? Ist das der Bahnhof? Nee. Was ist das? Grand Hotel Big Fane. Sehr van Big. Ja. Willkommen im Hotel. Da gibt es hier auch noch ein paar Sidequests. Ja, da muss ich noch nicht so viel vorwegnehmen, ne? Eine Maronbeere. Ein Rabigator. So, waren wir vorhin schon mal mit dem Parcours. Ist nicht mehr weit, ne? Ja, da vorne sehe ich ihn schon. Ein Spitzenoutfit, nur für dich. Für heute nur, ne? Oder war das so? Gottes Willen, wie das aussieht. Noch Knackhack da hinten. So. Da wäre der Wildsektor und seht das richtig? Die Sidequest ist drin. Ganz schlecht, hey. Mal kurz nach außen herum, mal zum Gucken. Ja, die ist drin, ne? Okay. Gibt es irgendwo eine Abkürzung? Nö. Na dann. Rein ins Gemüse. Was haben wir hier? Schön. Und da waren die, okay. Na? Ja, rein. Für Kampfliebhaber. Ein Granbul-Kaffee. Mal gucken. Ah ja. Sehr magnifik. Vor allem, weil hier ein Wildsektor ist. Ja, das war schräg.
Na gut, Freunde, wir sind hier im Wildsektor, es gibt eine Sidequest, es gibt hier wieder Pokémon. Wie können es auch anders sein? Also, ich glaube zumindest mal. Da schon mal ein Hunduster. Ein Feuerhundi, sehr interessant. Na dann, sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legenden CA. Tschüssi.